Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. So, Pille-Palle-Rätsel, dort hier wo wir hier wollen, da muss auch der Schalter hier geschoben werden. Oh, da ist der Prinz und da ist sein Persus, der noch dabei ist. Aber nichts passiert. Ja, beim letzten Mal bei dem anderen Spielstand, da bin ich hier, ohne das Gespräch im Thronsaal zu triggern und dann ging hier nichts, ne? Ihr könnt jetzt für immer Abschied nehmen. Wie bitte? Ich habe einen Fluchtzauber blockiert. Ihr könnt mir nicht entkommen. Das wären später Ammo-Standard-Gegner für uns. Mumie! Ich liebe dieses Lied. Richtig geiler Song, wie sich das von Endfight hört. Geil. Ach du Scheiße. Ja, die Bandage, die brennt halt wie Zunder. 400 Erfahrungen leider nur, nicht so toll. Ihr könnt also kämpfen. Wie wär's da mit einem Monster? Nein! Die kommen auch noch bald als Standardgegner. Es ist der Troll! Okay, die reagieren aber auch nicht gerade so gut auf Feuer. Schlache können sie aber wie ein ganz großer. Und die reißen auch ganz schön die Gosch auf die Viecher. So. Ui. Und, ja, das sieht auch nicht verkehrt ab. Und das müsste es jetzt auch gewesen sein. Ja. Gut, gut. Amüsant. Ihr könnt aber nicht gewinnen. Ich bin unschlagbar. Was machen wir, Maxim? Die Schlacht scheint ein Ende zu wollen. Verflixt. Was gibt's da so saudumm zu lachen? Hä? Wer oder was bist du? Hast du dir die kindische Tricks da ausgedacht? Genug jetzt. Ich will mir ja Beleidigungen nicht mehr heiern müssen. Nimm das. Ja, nicht schon wieder die ätzende Type da. Warum kommst du nicht selber her und kämpfst mit uns, bist du so, Mama? Ich jetzt schon zu erledigen, wäre viel zu langweilig. Naja. Das sind immer so Helden, die labern immer von wegen, ihr entkommt mir nicht und hätten hier die Gelegenheit ihres Lebens, die abzumurksen. Aber, naja, die Gegner sind ja allesamt ein bisschen dumm. Hey, Maxim, du bist schon vorher hier. Ich muss mich doch vorhin verlaufen, aber... ja. Das war doch jetzt kein richtiger Kampf, oder? Ich bin doch topfit. Alles in Ordnung? Mir geht es wunderbar, danke. Aber es ist meine Schuld, dass ihr so viel Ärger hattet. Du hast das Vaterland in dein Volk gemacht, das hätte sich nicht jeder getraut. Aber ich konnte nichts tun. Du musst noch ein bisschen mehr üben, dann wird auch so ein Schwert... wird natürlich schon Hirnbrei, da wird auch aus dir ein gutes Schwertkämpfer, hab grad vergessen zu schlucken. Dicker, willst du mir die Schwertkunst beibringen? Ach, selbstverständlich. Oh, wunderbar, das erfüllt mich mit großer Freude. Sollen wir jetzt zurück ins Schloss oder was? Ja, gehen wir. Maxim, ich bring den Prinz jetzt zurück ins Schloss. Wir hätten Idura jetzt nicht laufen lassen dürfen. Der wird wieder kommen. Jo, Allah, ich werde mich später schon darum kümmern. Wir sollten im Schloss weiter retten. Ja, sicher. Vielleicht ist er doch nicht so dumm, wie wir gedacht hätten. Ja, vielleicht. Maxim? Was ist da passiert? Weißt noch, wie man der nächste Raum aufmacht? Schiebt der Pfahl noch over auf der Schalter. Ach jo, danke. Wie kann man so etwas nur vergessen? Er ist halt ein bisschen vergesslich, was soll's. Er kümmert sich aber gut um Prinz Rocco. Stimmt, deshalb vertraut der Prinz auch so sehr. Das ist beeindruckend.
Ach, du bist der beeindruckende Person, Seelan. Was, woher kommt denn das jetzt? Vielen Dank, Maxim. Bitte, lass uns jetzt nach Rusalka gehen. Ja, wo kam denn das jetzt urplötzlich her? Na egal. Wir geben jetzt mal ein Gegengift und dann flüchtest du uns hier bitte raus. Jetzt, nachdem Idura auch weg ist, können wir auch hier wieder unseren Fluchtzauber machen. Oh Gott, hier gerülpst vor lauter Arg. Oh, Maxim, ich hab schon auf dich gewartet. Was ist denn hier los? Gades war hier, während du im Labyrinth warst. Bitte? Der hat nur mit dem König gesprochen, der erwarte ich jetzt. Da werde ich mich wohl gleich auf den Weg machen müssen. Ach du liebe Zeit. Ich hab den Kerl gesehen und gefühlt, dass der kein Mensch sein kann, denn umgibt eine dunkle Aura. Ja, aber bevor wir mit dem König babbeln, geht's erstmal ins Bett. So, nur 2 Betten und wir sind zu dritt. Haha. Okay, gut. Ja, das hat sich auf dem Weg zum Turm im Osten gemacht. Das ist schon mal gut zu wissen. So, wir retten jetzt erstmal mit dem König selber. Maxim, schön, dass du bist. Mein König, darf ich fragen, was du mit dem Hansel da besprochen hast? Ja, sicher, es war eigentlich kein Gespräch, eher eindeutige Warnung. Was hat Gades gesagt? Zeit voller Angst und Schrecke beginnt. Er wird die Hobo-Insel im Meer versenken als Anfang. Was? Die Hobo-Insel versenken? Auf der Insel liegt doch Pandoria. Hobo heißt übrigens auf Englisch Landstreicher. Der Oxer, der wollte das Königreich Rusalka am Erdboden gleich machen. Oh nee, doch was verlangt er von dir, mein König? Nix. Nein, gar nix. Das verstehe ich jetzt nicht. Er wollte nix, das ist keine Erpressung, das ist eine Warnung. Er zerstört einfach nur so ohne Grund? Es ist die ganze Story, Maxim, du begleitest mich doch, oder? Ja schon, aber was? Aber ohne Tia und Seelan. Ja, ist doch richtig, Pandoria ist in Gefahr, ich kämpfe verdierlich an deiner Seite. Danke, doch meine Antwort ist nee, das mal nicht. Aber du weißt doch, wie gut ich im Kampf bin. Versteh doch mal, Seelan, der Kampf wird kein Kinderspiel und Maxim weiß das. Jetzt hörst du mir mal zu. Kampf? Gefahr? Na prima. Wir kämpfen doch für ein gemeinsames Ziel. Es tut mir leid, was geht einfach nicht. Außerdem gibt's andere Dinge für dich zu tun. Zum Beispiel? Geh zurück nach Pandoria und erzähl alle, was sich hier zugetragen hat. Bringt die Leid in Sicherheit. Bitte, nur dir, wenn die Leid auch klar war. Alla hopp, was ist das erste und letzte Mal, dass ich Claire beigeb? Du verstehst es doch auch, oder, Tia? Überhaupt nicht. Ich werde mit dir gehen, egal wie groß die Gefahr sein mag. Tia. Alla hopp, ich war ein bisschen stur, aber versprich mir, dass du lebendig zurückkehrst. Ich warte. Versprochen. Seelan, bitte pass gut auf Tia auf. Na klar. Jo, dann sind wir uns ja einig. Ich wollte mal Schwertkünste zeigen, aber das Schicksal ruft. Du erzählst allen, wie stark du bist, doch jetzt rennst du einfach davon. Wenn du so stark bist, wie du erzählst, dann wird der Sieg dein sein. Das Duell kann warten. Erlaub, ich werde dich nicht enttäuschen. Was? Huch, ziemlich düster. Geil. Ja, alla Maxim, schön dich mal wieder zu sehen. Zeit, dass ich wieder da bin. Mit deiner Schwester ist alles in Ordnung? Ja, liegt zwar noch im Bett, aber es geht aber viel besser. Sie hat wieder einen Mordsappetit. Es wird Zeit, mal wieder ein paar Gegners fürchten zu lehren. Allerdings hatte ich die Abenteuerlust zurückgetrieben. Nicht so ganz. Brief vom König, er braucht mal Hilfe. Ich bin so schnell gekommen, wie ich noch konnte. Ich wusste nichts von einem Brief. Oder geschweige denn, dass du lesen kannst. Maxim, wer ist denn das? Das ist geil, wir kämpfen Zeit an Zeit. Er muss zurückkehren, weil seine Schwester sehr krank war. Verstehe. Fein, mein Name ist DK. Schön, jemand zu treffen, der mit dem Schwert umgehen kann. Ich bin Guy. Das war ziemlich knapp, mir hätten leicht ein paar Schrammen abkriegen können. Nur keine Panik. Herzlich willkommen bei uns, Guy. Es ist toll, dass ich wieder mitmischen kann. Ja, das hält sich im Turm im Osten auf. Ohne eure Hilfe ist er nicht zu bezwingen. Ich wusste schon immer, dass es mal zum Kampf mit Gades kommen wird. Ich bin bestens gerüstet. Guy, DK, jetzt geht's los. Ja, Maxim, der moralende Feind. So soll's sein. Wir werden Gades Fürchte lehren. Auf geht's. Richtig so, gemeinsam werden wir schaffen. Genau das will ich hören.
Genug gebabbelt, wir lassen jetzt Taten sprechen. Tapfere Krieger, wie aufregend. Mein Herz erzittert. Selan, ich hab Maxim noch nicht aufgegeben. Wie? Wir sollten uns auf den Weg nach Pandoria machen. Ja, du hast recht. Also auf nach Pandoria. Bitte, Maxim, sei sehr vorsichtig. Ich bin schon vorsichtig. Sei du's 8 hier. Versprochen. Waschtel, waschtel, waschtel. Auf jetzt! So, die 2 Knalltüte schließen sich auch an. Okay, gut. Das heißt, wir müssen Guy auf jeden Fall mal wieder anziehen, weil der ist vollkommen nackig hier in den Thronsaal reingestürmt. Deswegen müssen wir den jetzt auf jeden Fall mal wieder ausrüsten. So. Ja, das Ding ist besser. Okay. Kamu-Rüstung. Kriegt er 8. Steinschild. Jethelm. Dort dann nix. Du kriegt er der Adlerstein. Okay. Gut, wie sieht's hier aus? Ich bin zu schwach. Ich halte das nicht aus. Seit der Sache mit dem Nordgott hat sich der Prinz verändert. In Rusalka ist alles okay. Ja, bis auf die drohende Tatsache, dass hier der Höllefürst hier alles niederschmettern will. Ich habe mich übrigens bewusst dafür entschieden, den jetzt einfach Gardes und nicht Gates zu nennen. Weil ich nenne den Typ seit meiner Kindheit Gardes. Weil ich das immer mit Hades und mit Totegott und so weiter in Verbindung bringe. Deswegen, ich habe den Zeit meines Lebens immer nur Gardes genannt. Wenn er Gates heißt, sei es drum. Ich nenne einfach so. Beschwert euch in die Kommentare, wenn ihr wollt. Bitte besiegt Gardes, ich weiß und keinen Ausweg mehr. Ich bin so verzweifelt. Du bist unsere letzte Hoffnung, vernicht Gardes. Ich warte auf deine Rückkehr. Alles klar, ich bin glücklich. Gut, dann wollen wir mal. Nee, ins Hotel wollen wir nicht. Wir wollen aber nochmal in den Shop. So. Ja. Ich gucke gerade mal. Nee, DK hat auch das Eisenschwert. Das wäre vielleicht nicht schlecht, ihm den Leinepanzer zu geben. Scheiße, Stäbpanzer wäre sogar ganz gut gewesen. Leinepanzer wäre für... Okay. Ups, so rum machen wir das. Und Guy tauscht jetzt mal die Camus oder Camus-Rüstung gegen den Leinepanzer. Sei es drum, die anderen Benefits sind jetzt mal egal. Du kriegst dann den Eron-Anzug, du kriegst jetzt den Camus. Die Camus-Rüstung. Pfui Würg, sagt er. Pfui Würg, sagt er, der feine Herr. Okay. Nachdem wir das jetzt auch gemacht hätten, gucken wir mal, was wir noch hier kriegen. Sturzhelm und Eisenhelm. Okay, die 2 Buwe können die 2 Sachen anziehen. Stähschild wäre was für DK. Dann sind wir soweit eigentlich ziemlich gut ausgerüstet. Was wir zusätzlich auch noch machen sollten. Ich muss gerade mal gucken, jetzt ist Maxim unser Heiler, ne? Ja, er hat stark. Okay. Wir sollten trotzdem noch Folgendes machen. Wir sollten... Haben wir noch Warp? Pff, natürlich nicht. Okay. Dann müssen wir Warp und Flucht nochmal als Gegenstände kaufen. Mann, oh Meter. Okay, wir sollten sowieso nochmal in der Itemlade. Weil wir brauchen auf jeden Fall noch ein paar Gegenstände. So. Füllt KP auf, stellt Kampfkraft wieder her und füllt KP teilweise auf. Von den Dinger holen wir uns jetzt mal fette 29 Stück. Die werden wir nämlich brauchen können. Warp holen wir uns 11er. Und Flucht holen wir uns auch 11er. So. Das hat jetzt zwar ein riesen Loch reingerissen. Aber zwischendurch könnte es gut sein, dass wir diese Heiltränke mit 100 KP heilen, die glaube ich. Dass wir die wirklich gut gebrauchen können. So. Okay, dann sollten wir nochmal Warp benutzen, um noch Minjas zu gehen. Da war nämlich noch ein Magiehändler. Zu dem sollten wir. Wir müssen jetzt Maxim ein bisschen aufrüsten. Glutball kann er nicht. Speedy erhöht Beweglichkeit, ist uninteressant. Uninteressant kann er leider nicht. Scheiße. Okay, es war zumindest der Versuch wert. Na gut. Solange Maxim stark hat, ist alles in Ordnung.
Gut, dann Widerwarp. Königreich Rusalka. Joink. Dann machen wir es wie folgt. Wir gehen nochmal da hier. Und zischen da jetzt nochmal den Warp, weil ich es nicht sehen kann, wenn wir nur 9 Warp haben. So. Ich will dann auch schon auf 10 kommen. So, da. Dann gehen wir noch in die Kirche, oder wo hier gespeichert wird. Muss ich nochmal gucken. Ja, genau. Dann speichere ich hier. Und wir machen uns jetzt direkt auf den Weg zum Turm. So, da. Aller Hopf. Hoppala. So. Runter mit uns. Und jetzt müssen wir noch Oster. So. Gut. Stauberbeißer und Kampforg. Die kennen wir ja alle noch. Ich habe mich jetzt aber auch nur bewusst wirklich richtig fett aufgedunnert hier von meiner Ausrüstung, damit unser Jungs auch ordentlich was abziehen. So, DK hat auch schon mal gleiche Level. 25, 23, 21. Gut. So. Ahnenturm. Ein Mann ist auf dem Turm gelandet. Kann das gar das gewesen sein? Ja. Schiebe die Säule an eine Wand und es öffnet sich ein Weg, wie von Geisterhand. Hallo, hopp. Machen wir doch glatt. Aber vorher gucken wir nochmal hier rein. Da geht die Treppe hoch. Okay. Wisst was? Nee, ich glaube, da müssen wir tatsächlich zuerst hier. So. Ach Gott. Aber daneben sehen wir ja, das sieht die Wand ein bisschen anders aus. Also ochsen wir hier das Ding 8 durch und dann kommen wir dort hier. Was bist denn du für einer? Na, komm her. Na, komm schon mal her. Hör auf, dich zu teleportieren, du Miesling. So. Na. Warte mal. So. Ne. Na. Gibt's dann das? Jetzt muss ich hier den Gegner noch nachrennen. So. Killerkürbis. Gucken wir doch mal. Ja, Killerkürbisse brennen auch gut. So. Aha, da gibt es den nächsten Gegnertype. Das ist die Erdviper. Ach Gott. Einfach mal aus dem Nichts hier das Mistvieh abgerotzt. Okay. Gut, die K ist doch nicht so dumm. Der attackiert hier direkt. Wie man an seiner Figur auch erkennt, ist DK auch in der Lage, Äxte zu schwingen. So. Und hier gibt's der Toro. Au. Das ist nicht so schön. Das sehe ich nicht so gern. Die ziehen schon nicht schlecht ab. Aber wir wiederum auch nicht. Okay, Maxim. Es ist Zeit. Und Maxim ist magisch leider nicht so begabt wie die Mädels. Das heißt, er kann mit stark auch nicht so viel wieder zurückheilen. Ja, natürlich, Gordo, hau ab. Deswegen Maxim ist nicht mal in der Lage, so eine normale Verletzung richtig zu heilen. Das ist sozusagen unser Notbehelfen mit Maxim als Heiler. Aber besser als gar keiner zu haben, der heilt. Warte mal, ich glaube, das ist... Bin ich hier richtig? So, warte mal. So. Genau. Genau. Und so kann ich den Eissperrer. So. So wird es gemacht. Da brauche ich die Säule, um durchzukommen. Aber ich glaube, ich hätte doch im Erdgeschoss nochmal zu einem anderen Bereich gehen sollen. Naja, egal. Na, wie war denn das? Wie war dann das so? Ah, ich weiß wie, ja. So. Und so. Genau.
So ging das. Okay. Dann machen wir dich noch fertig. Und nach dem Viehzeugs hier setze ich wieder meinen Cut. Ja, Guy macht uns schon hoffentlich platt, ja. Okay. So, wieder. Wir probieren unser Glück. Ja, das klappt. Ach, so ein Scheißvieh. Ohne Witz jetzt mal. Aber es ist wenigstens gut für die Erfahrungspunkte dann noch. So. Wir machen es jetzt mal so. Ich habe die Schnauze allmählich voll hier. So drauf. Und DK haut jetzt auch nochmal drauf. Ach, solche Mistviecher, jetzt mal ohne Witz. So, so und so. Nee, das reicht natürlich wieder nicht. Gut. Ja, das sieht jetzt gut aus. Das dürfte jetzt DK beenden. Okay. Ja, es ist ja nur Maxim zu zauberfähig. DK und Guy haben beide 0 MP. So. Entschuldigung. Wieder fett verschluckt, alter Falter. Da hätte ich mal sagen, ihr liebe Leute. Wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen wieder, wo es weitergeht im Ahneturm. Ayan Yankee.